Hallo und herzlich willkommen aus dem Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schorsch vom Doktorenhof in Fenningen. Ich habe vor 14 Tagen lang Rätsel gemacht mit verschiedenen Pelzerwörtern und das möchte ich jetzt auflesen. Und ich erinnere mich, das erste Wort war, was ist ein Botschamper? Ein Botschamper in der Nacht. Ja gut, wenn man abends ordentlich gegessen hat und vor allen Dingen noch mehr getrunken hat, dann muss man ja irgendwann einmal raus. Und ein Botschamper ist einfach das, was man früher unter dem Bett gehabt hat, einfach ein Nachttopf. Und den Nachttopf hat man halt benutzt und dann hat man morgens das, was drin war, weggetragen. Also Botschamper ist der Nachttopf. Und das zweite Wort war, wenn man spazieren geht, auf der Straße spazieren geht, wo man da geht. Das geht man natürlich auf dem Trottoir. Das Trottoir, das ist, wir waren ja französisch gewesen lange Zeit und hat man viel Wörter abgelehnt als im Französischen. Und das Trottoir ist halt der Gehweg, ne, wo man dann drauf laufen tut, der Gehweg. Und wenn Sie draußen sind in der Natur und Sie sehen ein tolles Obst irgendwo, dann sehen Sie mit Sicherheit auch einen Baum, wo Beeren dran hängen, also Birnen dran hängen. Also ist ein Baum mit Beeren, ist ein Beerenbaum, also ein Birnenbaum. Ein Birnenbaum, die werden im September reif, und da kann man die Beeren essen und hat man was Gutes gemacht für sich. Und wenn man abends dann gern essen tut, Kraut und eine Brotwurst. Also das ist meine Lieblingsspeise. Brotwurst ist klar, ist eine Bratwurst und das Kraut ist Grünkohl. Grünkohl. Nicht Grünkohl und Dinkel, wie es ja oft gibt im Norddeutschen. Bei uns gibt es Kraut als separates. Und das Kraut wird mit ein bisschen Kimmel gemacht, wird schön gekocht und ist einfach auch gut und hat wahnsinnig viel Vitamin C. Also ist eine gute Geschichte, vor allen Dingen, wenn es wieder kälter wird. Und das Allerletzte war, wenn ich weiß, ich war in der Wirtschaft gewesen und war auf der anderen Seite einer geguckt, das war ein Dunnerkeitel. Ein Dunnerkeitel ist halt ein schwieriger Kerl, ein ganz schwieriger Kerl, der immer blökt, der immer rumkreischt, der eigentlich nicht so besonders gern gesehen ist. Und ein Dunnerkeitel stellt auch immer irgendetwas an. Das sind die Dunnerkeitel. Ne? Die Dunnerkeitel für die Pelzer ist immer so ein bisschen ein schwieriger Kerl. Also, ich hoffe, er sind einigermaßen klargekommen mit diesen Wörtern. Und ich hoffe, er hat sie einigermaßen gut geraten. Und jetzt losen wir dann den aus, der am meisten gewusst hat drüber, auch wenn es umschrieben ist. Es geht ja nicht darum, dass man hundertprozentig das alles richtig hat. Ja, es geht einfach darum, dass man Spaß daran hat. Und ich hoffe, er hat es auch weitergereicht an eure Verwandtschaft, an eure Freunde und an die Liebschaft. Die ist auch wichtig, dass man es da immer weiterreicht. Ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Wiedemann Schorsch vom Doktorenhof. Machen's gut und behalten uns gut in Erinnerung. Servus. Tschüss.